Wir gehen da nochmals in einige Gedanken hinein, das uns einfach nochmals ermutigen soll, die Kraft anzunehmen von diesem Jesus, von diesem Gott, die Kraft anzunehmen, von dem er ist. Ich darf einige Gedanken verlieren über das Wort Gottes, Kraft vom Wort Gottes. Und möchte zugleich fragen, wer ist dankbar für die Bibel? Wer ist dankbar für das Wort Gottes? Ich weiß nicht, ob du schon mal so in einen Bücherstore hineingegangen bist und irgendwie so die Bibel gesucht hast, weil du dir eine neue Bibel kaufen wolltest und dann irgendwie so durch die Bücherregale durchgegangen bist und dann hast du die Bibel entdeckt und gemerkt, da ist die Bibel. Und irgendwie ist ihr Erscheinungsbild nicht so spektakulär. Also sie verkauft sich sehr Understatement, weil die Bibel ist dann oft neben anderen Büchern, neben anderen Literaturen ist sie aufzufinden. Optisch sieht sie gleich aus und vielleicht vom Preis her 20, 30 Franken in der Schweiz, Studienbibel 50, 60 Franken, die Deutschen sagen teuer. Und doch verkauft sich die Bibel irgendwie Understatement, 20, 30 Franken. Und doch wissen wir, der Inhalt ist unbezahlbar. Was für Schätze da rausgenommen werden, die kann eine ganze Generation in eine Richtung boosten, dass Erweckung entsteht. Und warum ist das so? Wir wollen das heute Abend kurz nehmen, die Kraft der Bibel, und dann weitergehen in Worship. Ich will uns in 2 Verse hineinnehmen und dann einfach hineingehen. Es steht im 2. Timotheus 3,16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen zu lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Die Schrift ist eingegeben vom Geist Gottes. Dieser Geist, der schon von Anfang an mit dabei war, als Gott die Erde geschaffen hat, das ist dieser Geist, der all die Menschen befähigt hat, all diese Schriften zu schreiben, die wir dann zusammengenommen haben und welches die Bibel ist. Dieser Geist ist es, der die Bibel geschrieben hat, der die Bibel weitergegeben hat. Und warum ist die Kraft da der Bibel? Lasst uns hineingehen in diesen Vers, den uns jetzt dann gleich begleiten wird. Jesaja 55, 10 bis 11. Der sagt Folgendes: Denn gleich wie der Regen vom Himmel fällt und nicht wieder zurückkehrt, bis er die Erde betränkt und befruchtet hat, zum Grünen gebracht hat und den Sämann Samen gegeben hat, damit er Brot hat zum Essen, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nie leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Genau gleich wie es regnet und schneit und der Ackerboden gepflügt wird, darum hat der Bauer sagt, yes, ich brauche Regen im Leben. Genauso ist das Wort Gottes. Es hat einen Zweck, es hat eine Wirkung. Wort Gottes bewirkt immer etwas. Da wo Wort Gottes hingeht, hat es eine Wirkung. Es bewirkt immer etwas. Wenn es nichts bewirkt, dann wäre es nicht Wort Gottes. Da wo Wort Gottes hinfällt, passiert immer etwas. Ich habe versucht, so zusammenfassend, so die Summe der Bibel. Was macht denn das Wort Gottes? Und ich habe es so in 4 Punkte eingeteilt. Nummer 1, Wort Gottes schenkt Leben. Nummer 2, Wort Gottes gibt Ordnung und Richtung. Nummer 3, Wort Gottes lässt einem den tieferen Sinn erkennen. Nummer 4, Wort Gottes deckt auf und korrigiert. Ich möchte euch das so illustrieren. Da, wo Wort Gottes hingeht, geht es nie leer zurück. Da, wo Wort Gottes hinkommt, hat es immer einen Effekt. Da, wo Wort Gottes ist, entsteht Leben.
Der Mond, die Sterne, die Erde, das komplexe Leben, das du siehst, die Menschen, Beziehung, die Seele, da wo Wort Gottes hinkommt, entsteht Leben. Da wo Wort Gottes hinkommt, bewegt Gott weiteres. Da wo Wort Gottes hinkommt, geschieht Ordnung und Richtung. Da wo Wort Gottes hinkommt, zu einem Mundschenk namens Nehemia, wird er bewegt, um das ganze Volk wieder zurückzurufen, wo es hingehört. Mauern werden aufgebaut. Danach geht es weiter, bis hin, dass Esra das Wort Gottes vorliest und das ganze Volk umkehrt. Da wo Wort Gottes hinkommt, lässt Gott einem den tieferen Sinn von seinem Leben entdecken. Wort Gottes kam zu einem jüdischen Mädchen namens Maria. Und sie merkte, wow, mein Leben ist da, dass der Sohn Gottes in mir geboren wird. Da wo Wort Gottes hinkommt, deckt Gott auf und korrigiert. Oh, Gideon wollte davonlaufen. Er wollte irgendwo hingehen und Gott hat gesagt, nein, du gehst für mich in den Kampf. Mit 300 Männern hat Gideon den Kampf gewonnen. Da wo Wort Gottes hinkommt, wird unser Glaube jeden Tag belebt. Jeden Tag, da wie wir Wort Gottes in unserem Glauben aussprechen, hat es Kraft. Da wo Wort Gottes hinkommt, lenkt er unsere Wege. Auch wenn wir irgendwo hingehen in unserem Leben, Wort Gottes holt uns zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Da wo Wort Gottes hinkommt, machen all unsere Fragen Sinn. Weil das Wort Gottes deckt auf. Es kommt nie leer zurück. Das Wort Gottes zeigt uns tieferen Sinn. Warum bin ich hier? Was mache ich da? Wohin soll ich gehen? Da wo Wort Gottes hinkommt, deckt Gott auf. Meine Motive, mein Herz, meine Sünden. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und sage, Gott, wohin soll ich? Ich habe Sorgen. Gott deckt das auf und korrigiert und schenkt Kraft. Ich möchte dich heute Abend einladen, komm in die Zone vom Wort Gottes. Komm hinein, da wo Wort Gottes ist, weil das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Das Wort Gottes hat immer einen Effekt. Das Wort Gottes bewegt immer etwas. Komm in die Zone, wo du dein Leben auf Wort Gottes baust. Das sind keine leeren Worte, das sind Worte, die Kraft haben. Ich weiß nicht, welche Lebensbereiche du Kraft brauchst in deinem Leben. Aber ich glaube, für jeden Lebensbereich gibt es hier Wort Gottes, das dir Leben schenken kann. Wort Gottes, das dir Ordnung und Richtung geben kann. Wort Gottes, das dir einen tieferen Sinn geben kann. Wort Gottes, das aufdecken kann und korrigieren kann. Ja, vor etwa 4 Jahren habe ich den Youth übernommen, so 4,5 Jahren. Und dann stand ich so vor 4 Jahren, vor Fragezeichen. Ich dachte, hey, irgendwie in meiner Leiterschaft, es geht nicht, gewisse Dinge fehlen. Es fehlt so ein kleines Puzzleteil, das alles verändert oder das irgendwie Sinn reinkommt, der uns in eine richtige Richtung leitet, der Leben reinkommt. Und dann kam ein junger Mann zu mir, das mal Dario Nepfer, du bist, glaube ich, irgendwo da, 18 Jahre. Und er sagte zu mir, Paul, es fehlt ein Ministry im Youth. Und ich dachte, hey Dario, hör auf, so viele Ministries, ich habe die Hände voll mit allen Ministries. Und Dario sagte, nein, es fehlt ein Ministry im Youth. Es fehlt das Bible Ministry. Ich dachte, okay, spannend. Dann lass uns das doch irgendwie aufbauen, das Bible Ministry. Und dann haben wir die letzten 4 Jahre die Bibel ins Zentrum gestellt, das Wort Gottes wieder ins Zentrum gestellt. Und irgendwie hat sich so vieles verändert in den letzten 4 Jahren. Es kam Leben hinein, da wo Leute theologisch nicht irgendwie Wort Gottes lebten. Es kam Ordnung und Richtung hinein. Leute haben tieferen Sinn entdeckt, indem sie Bible Studies gemacht haben. Es wurde aufgedeckt und korrigiert. Ich möchte dir heute sagen, komm in die Zone vom Wort Gottes, weil Wort Gottes geht nie leer zurück. Es hat einen Effekt in deinem Leben.
auch wenn es nur ein Same ist, das Gott dann aufbringt, um zu wachsen. Wir können jetzt gleich gemeinsam aufstehen. Jetzt aufstehen. Hochdeutsch, hä? Gleich. Jetzt gerade auf Zürichdeutsch. Und ich möchte heute Abend mit uns gemeinsam Wort Gottes aussprechen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben für ewig. Die Worte waren schon da, die Worte wurden vom Geist gegeben und die Worte wird es immer wieder geben. Und ich glaube, da wo wir Wort Gottes in unsere Lebensbereiche sprechen, da ist Kraft, da ist Veränderung. Und darum wollen wir das heute Abend machen. Wort Gottes aussprechen. Du darfst, wenn du jetzt willst, dein Handy hervornehmen, weil jetzt in der App hat es ein Update gegeben. Woo. Und da klickst du auf einen Button, da steht Bibelverse drauf. Und du darfst jetzt einen Bibelvers ziehen. Server überlastet, lädt nicht. Ja. Ihr müsst bei der Startseite runterscrollen und da seht ihr es. Genau, und jetzt gehen wir in einen Moment, wo wir einfach Wort Gottes auf uns wirken lassen. Du darfst einen Bibelvers nehmen und einfach überlastet. Dann darfst du auch auf deine Bible-App gehen. Vielleicht hat Gott dir einen Bibelvers gegeben an der Conference, dann darfst du da einen Bibelvers nehmen. Vielleicht hast du deinen Lieblingsbibelvers und vielleicht funktioniert dann auch der Server. Bible-App. Yeah. Dann nimm doch da einen Bibelvers und frage jetzt den Heiligen Geist, was willst du mir mit diesem Vers sagen? Lass uns kurz einen Moment haben, wo wir jetzt ruhig sind. Und den Heiligen Geist fragen. Ich habe jetzt einen Vers. Was willst du mir mit diesem Vers sagen? Vielleicht ist die zweite Frage, für welchen Lebensbereich ist dieser Bibelvers? Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, diesen Vers zu nehmen und einfach mal mit deinem Herzen in den Austausch zu gehen mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.